Hier ist der Lenz. Ich bin für Sie heute auf dem Microsoft Surface Hub Roundtable hier in München für Everline und zeige Ihnen heute das Surface Hub in der kleinen Ausführung. Wir haben hier die 55 Zoll Variante, natürlich in 4K Auflösung. Das Ganze gibt es noch da drüben, das zeige ich aber jetzt nicht, in der 85 Zoll Auflösung, auch 4K. Und wir schauen uns das kleine Modell an, weil ich gerne meinen Fokus heute auf den Mittelstand legen möchte und ich denke, eine Variante mit 10.000 Euro ist noch an irgendeiner Stelle erschwinglich. Darüber rede ich aber später. Nur kurz als Randinformation: Das größere Modell mit 85 Zoll kostet gleich dann 25.000, ist natürlich auch eine schöne Hausnummer. Zu dem Gerät selber: Hier ist ein i5-Prozessor verbaut. Das Ganze läuft relativ flüssig, so wie wir es zumindest jetzt erleben durften. Wir haben hier jeweils zwei HD-Kameras, mit denen wir Skype for Business, also Videokonferenz-Calls, aufnehmen bzw. abspielen können. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher, die die Kollegen vorhin noch ausprobiert haben, gerade für größere Konferenzräume sehr sinnvoll, weil man von jeder Stelle an jedem Ort im Konferenzraum reden kann und mit den Personen auf der anderen Seite interagieren kann. Größte Idee hinter dem Surface Hub. Jeder fragt sich, ist das jetzt ein lustiges Whiteboard, habe ich dann einen Fernseher oder was mache ich damit? Es ist so ziemlich die erste gesamtheitliche UCC-Lösung, also für Unified Communication and Collaboration. Und das versuche ich jetzt mal hier vorzuführen. Wir fangen einfach mal direkt an, schauen, was passiert. Nicht viel. Dann gehen wir doch einfach mal auf das Whiteboard. Hier in dem Whiteboard kann ich erstmal meine Notizen machen oder den Kollegen etwas schreiben. In dem Fall soll es hier der Kreis symbolisieren und ich möchte das jetzt meinen Kollegen natürlich auch zeigen. Und rufe jemanden an. Moment. So, hier habe ich jemanden zum Anrufen, das baut sich jetzt auf. Hier in dem Meetingraum heute von Microsoft sind noch zwei weitere Surface Hub platziert, mit denen verbindet er sich gerade. Und hier sehen wir die Kollegen, die gerade mit mir kommunizieren. Und denen möchte ich natürlich jetzt meinen tollen Kreis zeigen. Das funktioniert hier mit Präsentation starten. Wir schauen mal, ob das passiert. Die Kollegen werden es wahrscheinlich nicht akzeptieren, doch es geht auf den anderen Bildschirmen natürlich auch. Und wir können jetzt hier theoretisch gemeinsam interagieren. Sprich, ich füge hier etwas dazu, der Kollege fügt auch etwas dazu und so entsteht ein Gesamtkonstrukt. Das gleiche funktioniert beispielsweise auch mit dieser anderen vorinstallierten Anwendung. Hier haben wir den Kartendienst von Microsoft selbst. Gehen einmal kurz. Der baut sich gerade auf. Jawohl. Und ich kann theoretisch hier diesen Bildschirm, der ist wichtig für mich, kann ich mir abspeichern, habe ihn hier und ziehe mir den Ausschnitt hier raus, den ich brauche, den natürlich dann auch die Kollegen gleich sehen. Hier ist er. Das Ganze kann ich vergrößern, auswählen und kopieren, was ich eben damit machen möchte. Momentan wurde das Gerät gerade erst released. Kostenpunkt hier bei der 55 Zoll Variante eben 10.000 Euro. Es sind einige vorinstallierte Applikationen bereits drauf. Das Ganze läuft, Sie können es erraten, auf Windows 10, allerdings auf einer mobilen angepassten Version, wurde mir so gesagt, sprich den gesamten Umfang von Windows 10 haben wir nicht, aber das, mit dem wir an so einem UCC-Gerät gut arbeiten können. Arbeitet laut Microsoft auch etwa mit Cisco-Applikationen bzw. Cisco-Devices zusammen, hat verschiedene Anschlüsse über HDMI, USB 2.0, USB 3.0. Mit Miracast kann ich meine Präsentationen spiegeln, drahtlos vom Computer etwa. Und noch eine interessante Geschichte zum Schluss: Über kleine kreditkartengroße NFC-Chips kann ich mir im Endeffekt jeden Code draufladen, den ich möchte, und etwa zum Beispiel eine Präsentation aus der Cloud abrufen. Das funktioniert dann so: Stellen Sie sich vor, das ist der Chip, den lege ich hier auf diesen Connector drauf und es öffnet sich automatisch meine Präsentation, die ich etwa zum Beispiel in Microsoft OneDrive gespeichert habe, und kann direkt hier loslegen. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.